Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 16. Wie das Schiff aufgegeben worden ist. Der Doktor setzt die Erzählung fort. Es war ungefähr 1:30 gewesen, 3 Glas, wie die Schiffe sagen, wo die beiden Boote von der Hispaniola an Land gefahren sind. Der Kapitän, der Squire und ich haben den Stand der Dinge in der Kajüte besprochen. Wäre nur ein kleines Lüftchen da gewesen, so wären wir über die 6 Meuterer hergefallen, wo wir bei uns an Bord gelassen haben. Hätten die Kabel gehabt und wären in die See gegangen. Aber es hat uns gänzlich an Wind gefehlt. Und um unsere Hilflosigkeit noch zu vermehren, ist der Hunter in die Kajüte runtergekommen und hat Nachricht gebracht, der Jim Hawkins sei heimlich in eins der Boote geschlüpft und mit den restlichen an Land gefahren. Wir haben keinen Augenblick an Jim Hawkins gezweifelt, aber wir sind wegen seiner Sicherheit besorgt gewesen. Bei der Gemütsverfassung, in der sich die Leute befunden haben, ist es ziemlich wahrscheinlich gewesen, dass wir den Bub nie mehr wiedersehen würden. Wir sind auf Deck gelaufen. Das Pech ist in den Fugen geschmolzen und hat Blasen geworfen. Vom fauligen Geruch in der Luft ist mir schlecht geworden. Wenn es jemals irgendwo nach Fieber und Trauer geschmeckt hat, so ist es auf dem schrecklichen Ankerplatz gewesen. Die 6 Schurken sind auf dem Vorderdeck unter einem Segel gehockt und haben geschimpft. An Land haben wir die Gigs gesehen, festmachen. Nahe bei der Stelle, wo der Fluss mündet. In jedem Boot ist ein Mann gehockt. Der eine hat den Lila Bulero gepfiffen. Das tatenlose Warten ist auf die Nerven gegangen. Und es ist beschlossen worden, dass der Hunter und ich in der Jolle an Land gehen sollen, zum Auskundschaften. Die Boote der Meuterer sind weiter abwärts nach rechts zugelandet. Aber der Hunter und ich sind geradeaus, scharf in dieser Richtung auf die Stelle zugerudert, wo nach der Karte das Pfahlschanzenwerk hat müssen sehen. Die beiden Matrosen, die als wach in dem Boot zurückgeblieben sind verdutzt gewesen, wo wir auf einmal auftaucht sind. Das Lila Bulero Pfeifen hat aufgehört und ich konnte sehen, wie die 2 sich darüber gestritten haben, was sie tun sollen. Wären sie zum Silver gegangen, zum ihm Meldung machen, wäre vielleicht alles ganz anders gekommen. Aber sie haben vermutlich ihre Befehle gehabt und darum beschlossen, ruhig sitzen zu bleiben und sich wieder mit Lila Bulero zu unterhalten. Das Ufer hat einen kleinen Vorsprung gemacht und ich habe so gesteuert, dass ich den zwischen uns und den 2 Männern gebracht habe. Wir sind noch nicht gelandet gesehen, da haben wir schon die Gigs aus dem Gesicht verloren. Ich bin an Land gegumpelt und bin so schnell gesprungen, wie ich es bei dieser Hitze konnte. Wegen der Kühlung habe ich mir ein grosses, seidiges Nastuch unter meinen Hut gelegt. Ein paar gespannte Pistolen habe ich vorsichtshalber schussfertig gehabt. Ich habe kaum 100 Schritte gemacht, da bin ich aufs Pfahlwerk getroffen. Das war folgendermaßen beschaffen. Ein Süsswasserquell ist nahe hinter dem Gipfel von einem kleinen Hügel entsprungen. Auf dem Hügel haben die Piraten ein starkes Blockhaus gebaut, wo auch die Wasserquelle mit eingeschlossen hat. Es war so gross, dass es im Notfall ungefähr 40 Mann hat fassen konnte und ist auf allen Seiten mit Schiessscharten für Musketen ausgebaut. Rund ums Blockhaus haben sie einen grossen Platz von Bäumen klargeräumt und dann die Befestigung durch ein 6 Fuß hohes Pfahlwerk ohne eine Tür oder sonst eine Öffnung vervollständigt. Es war zu stach, um es ohne Zeitverlust und Arbeit zu zerstören. Und zugleich sind die Pfähle zu weit auseinander gestanden, um etwaigen Belagerer Deckung zu gewähren. Die Leute im Blockhaus haben sie vor ihren Gewehr gehabt. Sie sind ruhig in Deckung gestanden und haben die anderen wie Rebhühner abgeschossen. Alles, was sie gebraucht haben, ist ein gutes Wachenhalten und Proviant. Denn wenn sie nicht vollständig überrumpelt worden sind, haben sie ihre Festung gegen ein Regiment verteidigen. Besonders erfreulich war mir die Quelle. Weil, wenn auch die Kajüte von der Hispaniola ein leichter Posten war zum Verteidigen, weil wir über genug Waffen und Munition verfügt haben, genug zu essen und ausgezeichneten Wein hatten, so ist doch eins übersehen worden. Wir hatten kein Wasser gehabt. Gerade als ich darüber nachgedacht habe, hat über die ganze Insel ein Todesschrei von einem Menschen gelten. Für mich war das nichts Neues. Ich habe unter seiner königlichen Hoheit, dem Herzog von Cumberland, dient
und bin selber bei Fontenay verwundet worden. Aber als ich diesen Schrei gehört habe, da ist mir das Herz stillgestanden. Der Jim Hawkins ist hin, ist mein erster Gedanke gewesen. Es ist etwas wert, einen alten Soldat gesehen zu sehen. Aber es ist noch mehr wert, einen Doktor zu sehen. Da ist keine Zeit, lang zu fackeln. Und so bin ich sofort entschlossen gewesen, bin, ohne eine Sekunde zu verlieren, wieder zum Strand abgesprungen und in die Jolle gekumpelt. Zum Glück ist der Hunter ein guter Ruderer gewesen. Das Boot ist nur so durchs Wasser geflogen und ist kurz darauf neben der Hispaniola gelegen und ganz schnell bin ich auf Deck vom Schoner gewesen. Natürlich sind alle ganz erschüttert gewesen. Der Squire ist dort gehockt, so weiss wie ein Bettlaken. Er hat als Ungemach gedacht, wo er über uns gebracht hat, die gute Seele. Und einem von den 6 Leuten auf dem Vorderdeck ist es auch nicht viel besser gegangen. «Da ist einer», hat der Kapitän Smollett gesagt, indem er mit dem Kopfnicken uns den Mann bezeichnet hat, dem so etwas noch neu war. Er ist fast in Ohnmacht gefallen, Doktor, wo er den Schrei gehört hat. Wir müssen den Mann nur noch mal antippen und er kommt zu uns über. Ich habe dem Kapitän meinen Plan erklärt und wir haben alle Einzelheiten von der Ausführung verabredet. Den alten Redruth haben wir im schmalen Gang zwischen der Kajüte und dem Vorderdeck aufgestellt und haben ihm 3 oder 4 geladene Musketen gegeben, sowie zu seinem Schutz eine Matratze. Der Hunter hat das Boot unter der Heckpforte gebracht und der Joyce und ich haben uns sofort an die Arbeit gemacht, es mit Pulversäcken, Musketen, Pökelfleischtonnen, Zwiebacksäcken, einem Fässchen Cognac und meinem unschätzbaren Medizinkasten zu beladen. In der Zwischenzeit sind der Squire und der Kapitän auf Deck geblieben und der Letztere hat den Schaluppenmeister gerufen, wo der Befehl über die anderen Meuterer hatte. «Lass mal, Hans», hat er gesagt, «wir sind hier 2, jeder mit einem Paar Pistolen. Wenn irgendein von euch 6 ein Signal gibt, gleichgültig welches, der ist ein toter Mann.» Sie haben keinen kleinen Schreck bekommen. Nachdem sie sich einen Augenblick beraten hatten, sind alle miteinander die Leitern in den vorderen Schiffsraum abgesprungen. Ohne Zweifel haben sie geglaubt, sie könnten uns auf dem Weg in den Rücken fallen. Wo sie aber gesehen haben, dass der Redruth in dem schmalen Gang auf sie gewartet hat, sind sie sofort umgekehrt. Und gerade darauf ist wieder ein Kopf aus der Luke auftaucht. «Kopf weg, du Hund!» hat der Kapitän geschrauen. Der Kopf hat sich sofort wieder abgeduckt und wir haben eine ganze Zeit lang nichts mehr von diesen 6 nicht gerade tapferen Matrosen gehört. Inzwischen haben wir unsere Sachen kunterbunt in die Jolle hineingeworfen und das Boot so schwer beladen, wie wir es dürfen wagen. Der Joyce und ich sind durch die Sternpfortluke ins Boot gestiegen und sind wieder, so schnell wir können, zum Strand gerudert. Die zweite Fahrt hat beide Wachposten im Gigs in grosse Aufregung gebracht. Der Lila Bolero ist wieder verstummt. Und kurz bevor wir sie an der kleinen Landzunge außer Sicht verloren haben, ist einer von ihnen an Land gesprungen und verschwunden. Ich habe einen Augenblick daran gedacht, meinen Plan zu ändern und ihre Boote zu zerstören. Aber ich habe befürchtet, dass Silver und die anderen könnten ganz in der Nähe sein. Und so könnten wir alles verlieren, weil wir zu viel probiert haben. Bald sind wir wieder an der gleichen Stelle gelandet gewesen und haben angefangen, das Blockhaus mit dem Proviant zu versorgen. Den ersten Gang haben wir alle 3 gemacht, schwer beladen. Wir haben unsere Sachen einfach übers Pfahlwerk geworfen und haben den Joyce für die Bewachung zurückgelassen. Da war allerdings ein einziger Mann gewesen, aber er hat schon ein halbes Dutzend geladene Musketen gehabt. Der Hunter und ich sind zu der Jolle zurückgegangen und haben uns wieder wie vorne bepackt. So haben wir ohne Ruhepause gearbeitet und ohne uns auch nur ein einziges Mal zu verschnaufen, bis die ganze Ladung übergebracht war. Darauf haben die beiden Diener ihren Posten im Blockhaus bezogen, ich aber bin mit aller Macht wieder zu der Hispaniola übergerudert. Dass wir es gewagt haben, noch eine zweite Bootsladung überzuschaffen, mag vielleicht kühner erscheinen, als es in Wirklichkeit war. Die Meuterer sind uns natürlich an Zahl weit überlegen gewesen. Aber wir hatten den Vorteil von der Bewaffnung gehabt. Kein einziger von den Leuten an Land hatte Musketen gehabt. Und wir sind überzeugt gewesen, dass wir mindestens ein halbes Dutzend von ihnen außer Gefecht setzen könnten, bevor sie
in die Pistolenschussweite kommen würden. Der Squire hat mich an der Sternluke erwartet. Seine ganze Schwäche war verflogen gewesen. Er hat das Tau aufgefangen, das ich ihm zugeworfen hatte, und hat es festgemacht. Und dann haben wir das Boot so schnell beladen, wie wenn es um unser Leben gehen will. Pökeltes Schweinefleisch, Pulver und Schiffszwieback war die Ladung. Außerdem haben wir nur je eine Muskete und je einen Stutzsäbel für den Squire und mich und den Redruth und den Kapitän mitgenommen. Die übrigen Waffen und den Rest vom Pulver haben wir über Bord geworfen. In 3,5 Faden tiefes Wasser. Wir haben den blanken Stahl auf dem reinen Sandboden tief unter uns in der Sonne schimmern. In der Zwischenzeit hat die Eben eingesetzt und das Schiff hat sich an seinem Anker umgedreht. In der Richtung auf die 2 Gigs haben wir ein schwaches Rufen gehört. Und auch wenn uns da die Beruhigung gegeben hat, dass der Joyce und der Hunter in Sicherheit sind, weil sie haben sich ein gutes Stück weiter gegen Osten befunden, so ist doch für uns eine dringende Aufforderung gewesen, zu pressieren. Der Redruth hat sich von seinem Posten im Verbindungsgang zurückgezogen und ist ins Boot gegumpelt. Da haben wir darauf an Skilling angebracht, damit der Kapitän Smollett bequemer einsteigen konnte. Vorher aber das zu tun hat er gerufen: «Also Leute, hört ihr mich?» Vom Vorderschiff ist keine Antwort gekommen. «Ich meine die, Abraham Gray.» Immer noch keine Antwort. «Gray!» hat Smollett noch Leute gerufen. «Ich verlasse jetzt das Schiff und ich befehle dir, deinem Kapitän zu folgen. Ich weiss, du bist im Grunde ein braver Mann und ich bin auch überzeugt, kein einziger von euch allen ist in Wirklichkeit so schlecht, wie er sich stellt. Ich habe meine Uhr hier in der Hand. Ich gebe euch 30 Sekunden, zu mir zu kommen.» Ein Augenblick war alles still. «Komm, mein braver Bursch!» ist der Kapitän vorgefahren. «Besinn dich nicht so lang. Ich riskiere mit jeder Sekunde mein Leben und da von diesen guten Herren hier.» Auf einmal haben wir ein Gebalge gehört, ein Lärm von Fußschlägen. Und der Abraham Gray ist mit einem Messerschnitt auf den Backen rausgesprungen und zum Kapitän übergelaufen, wie ein Hund, dem sein Herr gepfiffen hat, und hat gesagt: «Ich hebe zu Ihnen, Herr.» Im nächsten Augenblick ist er und der Kapitän zu uns ins Boot gegumpelt. Wir sind abgestoßen und davongefahren. Vom Schiff sind wir also draussen. Aber wir sind noch nicht an Land. Und erst recht nicht in unserem Pfahlwerk.